falsch. Immer noch falsch. Ich will mein Geld zurück. Ich will mein Geld zurück. Ich will mein Geld zurück. Just enjoy the show. Das Programm ist falsch. Ich will mein Geld zurück. Ich will mein Geld zurück. Just enjoy the show. Könnte ich jetzt bitte mein Geld zurückhaben? Das ist hier mit Kirche Weihnacht. Das ist irgendein englischer Koch. Ihr seid im falschen Programm. Ihr seid im falschen Film. Just enjoy the Wir haben jetzt hier Rock und Pop und Swing Rock und Pop. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin Ihnen jetzt ein bisschen könnt, dass Sie gerade geklatscht haben. Da bin ich jetzt ganz ehrlich. Das ist ein ganz falsches Programm, was die gerade uns hier backen. Wir machen heute Abend noch auf im Advent und dafür sind Sie hier hingekommen. 192 Leute sitzen da rum. Noch auf im Advent und was machen die irgendein Englisches? Könnt ihr nicht einfach das Programm machen, was wir abgesprochen haben? Welches ist das? Was war das nochmal genau? Gölsche Lädchen und Verzelche mit dem Projekt Gebümmel und Weihnachtsmarkt. Ja, aber wo ist denn der Chor? Ich sehe keinen. Ja, Moment. Wenn ihr vielleicht mal euer richtiges Programm abspult, dann kann ich auch sagen, meine Damen und Herren, Sie sind hier hingekommen, herzlich willkommen. Sie wollten den Chor Jecke Bümmel hören und da ist er, der Chor Jecke Bümmel. Glas?
Glücksenke, über Stadt, Dom und Ring, will uns dumm ihr Glasli schenke, keine stille Sonne schenken. Früh betügt die Domstadt stummer, bis kein Straßenbahn nicht fehlt. War die Gölle Dave im Stummer, nur der Wind noch Musik mäht. Still, da schlägt die dicke Bitte, die vom Urdum besteht, und war Lügen rings der Glocke, im Bass dazwischen steht. Wenn die Kirchenglocke rufe, mal ich also Christmen geht, dass der Bütchen noch nicht schlafe, ist jetzt, was Million versteht. Endlich schlägt sich das die Kicher, weil alles tief im Drom, nur der Vater hat noch Pflichte, früh und ewig noch am Ruhm. Drömt dabei mit offenen Lieder, drömt noch Weg zurück. Bleichschwer sind im die Glieder, doch und hoch ist voll vom Glück. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich von hier oben runter gucke, ärgere ich mich, dass ich den 22 € investiert habe und sitze da unten. Es ist ein ganz fantastisches Bild, was sich von hier oben bietet, und ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen zu einer Abend im Advent des Chors Jäckelbüngel hier aus Troisdorf. Es ist mir eine Freude, ja, ich kann einfach sagen, ich freue mich, dass ich euch da oben alle sehen. Da sind ein paar Plätze frei, da hätte ein Glas Rotwein sich hingeschenkt und ist dann eine Hose, aber der wird bestimmt noch was wieder. Ich freue mich, dass ich euch alle sehe. Der Chor Jäckelbüngel besteht seit Mai 2012. Wird diesmal nichts, sonst kommen wir noch. Oh! Wir sind jetzt nach intensiven Proben, sind wir jetzt dann sogar in der Lage, viele unserer Stücke mehrstimmig zu singen. Das Ganze steht unter der musikalischen Leitung unserer hervorragenden Chorleiterin Angela Stowasser. Ja, und ich sage halt immer, der ganze andere Traum, was hier so ist, da habe ich mich dann ein bisschen mit dem Team rumgekümmert. Ich hoffe, Ihnen gefällt. Jedes Modell Busch oder ich hätte Anfang 2013 nicht gedacht, dass wir als Chor heute Abend hier in Troisdorfs guter Stube stehen können, in der Kühls, in diesem historischen Saal, und können 192 Leute, also ein voll besetztes Haus zu einem Abend im Advent empfangen. Das ist irgendwie der Löwe in einem so ein bisschen kalten Rückrunde. Persönlich hätte ich das auch nicht gedacht. Kölsche Rätsche und Verzellsche, heitere Stücke und auch traurige Stücke. Kölsch ist die einzige Sprache, die man auch trinken kann. Schreibt ein guter Freund von mir immer unter seine E-Mails. Lieber Peter, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Deshalb habe ich mir das auch von ihm geklaut, weil ich finde, das passt sehr gut zu dem Abend. Sie kriegen einen lecker Sier und ich habe Ihnen das Ding 10 Liter Fässchen und dann können wir uns irgendwo in der Mitte treffen. Kölsche Rätsche und Verzellsche, meine Damen und Herren, das ist hier für die Gemüt, für das Herz und für die Seele, und für mich bedeutet es ein großes Stück Heimat. Wir haben Sie heute Abend eingeladen zu einer etwas anderen Veranstaltung, Kölsche Weihnacht, so wie Sie sie vielleicht von vielen Veranstaltungen kennen. Wir haben so ein etwas anderes Konzept für Sie erarbeitet. Nach dem ersten Teil, den wir jetzt bestreiten, kommt der erste musikalische Highlight und dann Kühlerte zu. Das ist schon mal sehr schön. Dann haben Sie auch schon mal den Teller. Dann werden Sie wieder eine Zeit lang von uns unterhalten, dann kommt das Hauptgericht, dann kommen wir nochmal und dann kommt das Dessert und dann kommt das musikalische Dessert. Das ist also unser neues Konzept, was wir für Sie heute Abend hier einstudiert haben und ausgearbeitet haben. Zum Einzug, die 3 Damen waren natürlich bei dem Intro total falsch. Sie hatten die falschen Noten und noch den falschen Text mit, aber Sie haben gesehen, Sie wollten mich scheinbar verwirren, aber wir haben dann doch noch
hingekriegt und haben in die richtigen Bahnen lenken können. Die richtigen Bahnen, das heißt, die Damen und Herren, die hier hinter mir aufgebaut sind, denn hier der Chor Jecke Büngel, die Sie dann natürlich auch mit dem Jecke Büngel-Lied heute Abend hier begrüßt haben, so wie wir es immer machen, wenn wir irgendwo einziehen. Sind höch, wie Glück, sind still. Leise gehen wir haben heute den 7., leise gehen wir auf die Weihnachten zu. Die Menschen werden stiller. Wenn ich dich sehe, Günther, du bist schon ziemlich still heute Abend. Und ich habe einfach mal angefangen mit einem Gedicht, weil ich bin so etwas wie der rote Faden, der für Sie durch das Programm läuft heute Abend. Immer wenn ich hier oben bin, gibt es Informationen beziehungsweise auch kleine Verzerrungen. Jetzt hören Sie vom Chor Elie nach. Da wird wunderbar beschrieben die Zeit vom 11.11., nicht Sessionseröffnung im Karneval, sondern vom St. Martinstag bis zum Heiligabend. Wunderschön erzählt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Heiligabend. Jetzt in der Winterzeit mal an einem klaren Tag, nicht so uselig wie Tücke oder Jäste, mal abends zum Himmel raufguckt und sieht, wie viele tausende Sterne sich da uns zeigen, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit. Ich sage immer, wir sind die große Ware und die kleine Gar, und es ist ein traumhaftes Spiel, was sich da oben abspielt, und wir haben ein wunderschönes Lied für Sie. So viel Sterne. Sterne, Sterne,
sagen sich vor der Treppe runter. Nee, ich hab's hier gesehen. Meine Damen und Herren, ich wüsste gerne, wer der Älteste, wenn man sich so rumguckt, sind ja noch viele Menschen im Rentenalter schon hier. Peter, guck ich so an. Also es sind sehr viele Senioren da. Darf ich mal fragen, ob hier jemand ist, der vor dem 27. September 1919 geboren ist? Du fühlst dich so, Günther. Ist keiner da. Dann gehe ich jetzt mal kurz zu der ältesten Teilnehmerin am heutigen Abend. Wenn ich jetzt den Namen wüsste. Hildebrand Glücklich. Hey. Mein lieber Schlüssel, bist du so? Wo sitzt du denn? Oma Hügel. 94 Jahre alt und heute Abend hier bei uns. Da ist Oma, Irmgard, siehst du, wir kommen schon Hilde, ja? Irmgard, ich hab dir mal wieder ein Herz mitgebracht zum Knabbern. Den einen hast du schon aufgegessen. Zum Geburtstag hast du schon mal ein Prototyp gekriegt. Jetzt hast du den richtigen frohes Fest hier gebügelt. So, 94 Jahre alt, Irmgard Hügel. Und der Rainer Renner. Das war jetzt so ein praktischer Kniff von mir, um den Damen da etwas Zeit zu schinden. Müsst ihr nicht nach vorne an die Solo-Mikros? Ne? Achso, okay. Alles klar. Nicht so gut wie auch. Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt Wise Good Helping. Mit jedem neuen Level. Wir setzen Gitarren ein, hinterher haben wir noch andere wunderbare Instrumente, die Sie hören werden. Mit jedem neuen Level, das ist, mach nicht einfach so, was andere sagen, mach doch einfach so, wie du meinst, dass du das selber für richtig hältst. Und das ist manchmal der richtige Weg. Viel Spaß mit jedem neuen Level.
Ich gehe mal ganz hörig an meinen Rednerpult. Eine angenehme Stille herrscht da unten. Es macht richtig Spaß, bei Ihnen zu sein. Schön. Ich hatte diese Woche nämlich eine Veranstaltung, oder wir hatten eine Veranstaltung in Siegburg. Da wurde sich an einem Tisch intensiv über Kochrezepte ausgetauscht. Und das ist äußerst störend für die Sänger gewesen. Weil die wollen jetzt die ganze Zeit überlegen, was koche ich morgen. Und das war also mein größtes Problem. Ihr seid soweit, ja, wunderbar. Meine Damen und Herren, ich hatte vor nicht allzu langer Zeit mal einen Traum. Ich habe geträumt, ich würde in einem großen Saal auf einer Bühne stehen. Große Säle habe ich schon öfters erlebt. In meiner Heimatgemeinde Buchholz, da begrüße ich ganz herzlich eine große Abordnung von 40 Personen vom Westerwaldverein Buchholz. Habe ich auch schon mal große Säle erlebt, aber ich habe dann weiter geträumt, ich hätte einen Frack an, eine Ballackschuh, ein Rudel Fleisch. Ja, und was haben wir wirklich? Ich hatte eine Ballackschuh an, eine Frack an, ein Rudel Fleisch. Und dann habe ich, in dem Traum sind mir dann 3 Freunde erschienen, die gesagt haben, ich würde an deinem Programm mitwirken. Und dann habe ich dann gesagt, das wäre es. Und dann bin ich wach geworden. Da habe ich mir das Flug auf eine Zettel geschrieben, dass ich das nicht vergesse. Und diese 3 sind heute Abend hier. Und ich denke mir, wer die Kölner Szene kennt, das ist einfach ein Leckerbissen, das ist ein Sahnehäubchen, weil ich Ihnen jetzt hier anbiete. Ich will hoffen, es hat Ihnen auch gefallen, was wir Ihnen dargeboten haben. Aber das ist jetzt so Geschmacksverstärker. Vielen Dank. Ich habe da in dem Moment dran gedacht, das gibt so einen schönen Übergang zur Suppe. Klößchensuppe, ja, und das ist so ein schöner Übergang. Und ich freue mich jetzt ganz besonders und ich freue mich immer, wenn Sie Angela Stobachs und mich zu Konzerten einladen. Ja gut, ich brauche da keine Eintritt zu bezahlen, aber es ist immer wieder ein Genuss. Erleben Sie mit mir heute Abend hier in der Kütz das Kölsche Ratteback. Andrea Edgar Schönenborn, Oliver Blum und Uwe Modler. Herzlich willkommen, das Kölsche Ratteback. Dann
um die Haare und sehen, wie es geht. Nummer 4, tabuisiere, auf irgendein Lacke jetzt steht. Hurra! Klingeling, klingeling, klingelöschen, kling, es gibt gelesen. Man hält die Wahrheit in der Himmel nach. Nee, was haben wir gedacht? Nee, was haben wir gedacht? Oh ja. Vielen Dank, wir wünschen einen recht schönen guten Abend zusammen. Hey, was habt ihr schön, ihr doch schick. Gemütlich. Aber irgendwie gemein, ne? Wieso, gemein? Ja, das sind alle leer. Ja, Also, jetzt das warten wir doch mal ab. Die Herrschaften kriegen gleich noch was zu essen. Ne? Meinst du? Ich Aber glaub ja, schon. Jungs, wir hatten ja gestern schon Nikolaus. Ich weiß nicht, ich habe das mitbekommen. Ja. Gestern war ja schon Nee. 6. Was meinst du, warum ich die Wünsche habe? Ja. Und ihr wisst ja, man kann ja eigentlich so mit Geschenken nicht früh genug anfangen. Das kennt ihr auch. Die Stadt ist immer voll im Dezember. Jetzt sagt mal, Jungs. Andrea, pass mal auf, ganz ehrlich, wir sind Ja. hier im Rheinland, ja? Wir hatten letzte Woche noch Karneval. Meinst du, da denke ich an Geschenke? Oh. Ich habe noch einen Tusch im Kopf. Der Mann hört Tusch. Das sollte dir jetzt ein bisschen zu denken geben, aber das ist schon länger her. Letzte Woche? Nee, da vertust du dich. Hör mal, das ist- Ich habe gestern meinen Orden an die Wand gehangen. Ja. Du hast einen Orden bekommen. Oh ja, Oh, hast du dich verdient gemacht? oh ja. Mit was? Ich habe meiner Frau letztes Jahr so ein tolles Geschenk gemacht. Du hast ein Tolles Geschenk gemacht. Oh, jetzt kommt die ultimative Frage. Was habt ihr denn so für eure Frauen überhaupt in diesem Jahr besorgt an Geschenken? Eine vollautomatische Mikrowelle. Guck mal, Andrea, ganz ehrlich, ja. Und du? Letztes Jahr der Tipp, das war nicht so gut mit der Küchenmaschine. Meine Frau hat sich nicht so gefreut. Der Tipp, der kam ja auch von ihm. Schatzi! Aber Jungs, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die zwei eins haben und können, ne, dann ist das auf jeden Fall nicht wissen, was Frauen sich wünschen zu Weihnachten. Das muss ich mal ehrlich sagen. Und das beweist auch das nächste Lied. Jungs. Ehrlich, ja. Ja. So, spannend. Du bist mir schön, mein schöner Mensch. Auf 4 Grad noch fast gelaufen und war schon am Heiligabend. Uwe Sagens, was säst du noch so? Nennt die Stadt eigentlich wirklich froh? Der letzte Dusch noch vom November. Und jetzt haben wir gar nicht den 7. Dezember. Andrea, sag uns, was meinst du dazu? Wird die Stadt eigentlich wirklich froh? Freue mich um die ganzen Geschenke, bin gespannt, was es alles für mich gibt. Ob die schöne Bescherung zu Bade, weil unter dem Wünsche so litt. Jungs, das ist doch wirklich herrlich. Und jetzt sind wir uns endlich ehrlich. Weihnacht ist die besinnliche Zeit, wenn man brav ist, Geschenke hochkriegt. Ach, so einfach ist das. Ja. Wenn man brav ist, kommt man aus ihr schenken. Also her damit. Andrea, ganz ehrlich. Und du warst brav? Brav, ihr Engelchen. Ist klar. Wo sind denn die Flügel? Ich weiß nicht, Freuen uns um die ganzen Geschenke, sind gespannt, was alles für uns gibt. Ob die schöne Bescherung zu Bade, weil unter den Wünschen so liegt. Jetzt kriegst du uns glatt angedenken. Sag Mädchen, was sollen wir zwei dir schenken? Wer ist denn was mit dem Frau richtig froh? Neue Show. Neue Show? Neue Show. Oh, das geht ja noch. Ja, und für welche Part Brillante. Ja, genau. Bescheidenheit ist eine Zierde. Natürlich, als zweiter Vorname. Herrlich, aber ich glaube, wir haben irgendwo einen Fehler drin. Guck mal, jetzt überleg mal, wir überlegen schon wegen Geschenke, du hast schon neue Show. Wir haben ja kein Bäumchen. Ja. Jemand hat da. Oh, das ist eine schöne Idee, ja. Könnte Aber ein dann haben die bisschen Leute aussehen. nichts mehr hier für nachher zu feiern. Also, Pass auf, wir machen das so wie jedes Jahr. Traditionell, oder? Also wir drei treffen uns am 23. Dezember jedes Jahr zur Baumschlagen. Ich nicht. Und jetzt tun wir so, als hätten wir
den 23. Dezember. Gehen wir einen Baum verprügeln. Wir gehen jetzt mal an den Baum. Komm, pass auf, hier geht's lang. Hier geht es in Richtung Wald. Also stellt euch vor, da ist Hier ist Also alles ich gehe in frei. den Wald. Warte mal, ich muss mal gucken, die Küste rennen oder mit der Russ? Wo sind die? Guck mal, mit der Russ. Liebes, wo ist denn der Baum? Das Problem ist, beim Baum schlägt der Baum auch immer zurück. Das ist das Seht Problem. vor lauter. So, wo ist er denn? Ach, schön. Ja, sowas. Wo ist der Andrea denn? Ich bin hier auf der anderen Seite. Hier ist der schönere Wald. Ist ja schön, Baum. Da geht es nämlich um Böen. Mhm. Schab ich verlaufen. Hilfe! Ist der Uwe schon wieder da? A4, A3, A9. Ich hab doch gesagt, immer einen von denen. Ja, bitteschön. Das ist ja verrückt. Wir tragen unser Bäumchen von Bergisch Gladbach bis nach Bonn. Denn wir haben es geschlagen im Wald und wir tragen das Bäumchen jetzt noch flüchtlos. Noch Hus. Wir tragen unser Bäumchen noch nicht direkt im Anlauf. Denn es fällt noch Lametta. Das gibt nämlich bei Schlecker. Der Lade hätte doch so Ach, das ist aber schade. Ich trage doch mich Bäumchen, ganz bestimmt nicht mit euch noch voll. Denn ich wohne in Stammheim. Da können wir nach Stammheim. Und in der Weihnachtssee. Ja, auch in der Weihnachtszeit wir Tragen unser Bäumchen, dann bis zum nächsten Weihnachtsmarkt. Und die Kuhlinke, ja wir Engel trinken, die Blütenbutter, die ist gut. Das ist schon gut. Ja, die da so. Auch in der Weihnachtszeit wir schwanken mit dem kleinen Bäumchen so langsam an und Richtung Heim. Und wir sagen euch ehrlich, der Abend war herrlich, auch wenn wir drei am Heiligabend Kopping Da hat sich die Reise noch mal richtig gelohnt, da Bergisch Gladbach, oder? Wenn man also für den Baum so weit laufen, ich weiß es nicht. Der wird immer dünner, ne? Da ist ja nichts mehr zum Schmücken. Das ist ja auch ist der Weg, der Weihnachtsmarkt. Das ist ja auch ein Weight Watcher Baum, der ist ja klar, dass der immer dünner wird. Guck mal, ganz ehrlich, Uwe, ja? Jetzt sind wir doch an für sich schon vorbereitet, ne, oder?
Wir hatten eine Baum, eine schöne, oh, das ist unbedingt dann. Andrea hätte schon. Ja? Fussel ein bisschen an dir. Ganz ehrlich, was machst du so an Heiligabend? Ich habe ja so ein Grundrezept. Ich gehe mit dem Pens in der Vorbereitung immer in den Kino. Da kann das Christkindchen alles schön unter den Baum legen. Und da hatte ich einen Raum. Und wir gucken nach Hus und können bescheren. Du guckst Terminator mit dem Kind. Nein, ein Kinderfilm. Was machst du so? Ich mache was pädagogisch Wertvolles. Ich gehe mit denen in den Zoo. Kannst du Pädagogik bitte nochmal aussprechen? Pädagogik. Sehr gut. Ich muss das mal kurz nachgoogeln. In den Zoo? Ja, natürlich. Da ist doch immer in der Weihnachtszeit der kleine wuschelige Tier. Das ist aber total Quatsch. Da war ich letztes Jahr, bin ich nicht reingekommen. Stand ganz groß drüber. So. Siehste, ich habe euch gesagt. Also ab dem Moment wird das für mich ein bisschen peinlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, komm. Ja, der war super, super. Also du bist im Zoo, ja? Und was ist im Zoo? Tierchen? Habe ich gerade gesagt, so ein kleines wuscheliges Tierchen. Ja, Gummi-Nashörner. Mit einer Yumi-Nase? Weiß ich, ob die aus Jungen ist. Ist doch der hat ja keinen Arm. Pass auf, erklär dir das. Du kennst Blackfills und Höhler, der Räuber und Prinz. Ja, ich bock die Haie mit Brötchen und Flöz. Doch zur Weihnachtssee nenn mich einer ganz vorne. Rudi, der kleine Rentier, hält über ein Stück gute Nacht. Und der Zinäschen leuchtet, als wäre bloß gute Land. Einfach die anderen Wünsche, Menschen und Visionswillen, so sind sie doch nur nachher, hatten nur 5 Dann in einer Christfestnacht, der Santa kommt so in. Rudi mit der Lampe nass, bring mich zu der Benzlück hin. Rudi, und jetzt der Größte, jeder singt, egal was kürzt. Rudi, der kleine Rentier, hält von uns dann die Stücke. Ja, was ist so ein Tier überhaupt? Ja, Stroh. Achso. Ja, und was trinkt der? Stroh rum. Du bist doch ewig. Rudi, der kleine Rentier, läuft in der Gießerei. Und wenn sie es geleuchtet, sieht uns die Zauberei. Guck mal da hinten, das sitzt doch Rudi schon wo. Hat er eine rote Nase, ja? Ja, aber das kommt bestimmt vom Wein. Ja, sicher. Okay, ja. Rudi, der kleine Rentier, hell leuchtet gute Nacht. Und wenn sie es geleuchtet, als wäre bloß Rudenglas, dann in einer Christfestnacht, der Santa kommt zu hin. Rudi mit der Lampe nass, bring mich zu der Fensterlück hin. Rudi von jetzt der Größte, jeder singt, egal was nützt. Rudi, der kleine Rentier, hält von uns dann die Stücke. Rudi, das Rentier. Rudi, der Rentier, Weihnachten. Guck mal, wie schön. Oh, das ist aber schön. Walzerklänge zur Weihnacht. Es ist ja so, normalerweise im Rheinland, wenn Walzerklänge erklingen, dann zuckt der Rheinländer kurz zusammen und hat das dringende Bedürfnis, sich von links nach rechts zu bewegen. Das kennen wir auch. Ne? Aber das machen wir heute nicht, ist ja Weihnachten. Ne? Genau. Also kann ja nicht fast glauben. Wir machen was anderes, damit wir uns so ein bisschen einstimmen in den Abend. Wir nehmen mal ganz unverbindlich, ganz kurz den linken Arm nur in die Höhe. Einmal alle den linken Arm. Wir fangen immer mit dem anderen an, aber ist egal, macht nichts. Ja. Dann nehmen wir mal den rechten Arm in die Höhe, ganz kurz. Wunderbar, wir nehmen mal beide Arme in die Höhe. Das sieht sehr schön aus, aber das brauchen wir heute leider gar nicht. Ja, ist schade, ne? Ja, ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sitzen, dann schunkeln wir doch einfach, ne? Als ich noch ein ganz kleines Mädchen war,
Die Zipfel so schnell vergeht, aber die Zeit soll für uns natürlich bleiben. Ein wunderbarer Brückenschlag zwischen unserer rheinischen Session und dem zur wunderschönen Weihnachtszeit. Und apropos Weihnachtszeit, diese Lieder haben wir tatsächlich auch geschafft, auf eine CD zu pressen. Und wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat oder noch irgendwas sucht, wir sind gleich noch einen Moment draußen. Aber jetzt würde ich sagen, verabschieden wir uns in aller Andacht und Stille, oder? In stummer Stille. Stummer Stille. Mir sagen Tschüsschen, ihr Glück. Mir ist egal, es weht jetzt selig. Es war schön bei ich, yes, und meine Tür. Auch wenn die Zeit so schnell verflößt, wünsche mir von Herzen alles Gute, blieb gesund, auf Wiedersehen. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, schöne Weihnachten bis zum nächsten Jahr. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Wir wünschen dir schöne Weihnachten, wir wünschen dir schöne
hatte er mir versprochen, dass er mir ein Lied mitbringen würde, was mir besonders gut gefällt. Und ja, ich freue mich drauf. Ja, natürlich sehr, sehr gerne, gar keine Frage. Hör mal, Uwe, wo wir bei dem Thema sind, das Lieblingslied, hast du vielleicht noch einen Klassiker dabei? Nein. Du hast die Vereinbarung mit ihm getroffen. Ja, aber... Irgendwann mal Weihnachten. Ja. Ja, ich schenke euch jetzt was. Ja, Klassiker. Ja. Da bin ich schön. Meinst du da zwei noch? Ja. Hello, the end is near, and so I face the final girl. My friend, I said it clear, I said my case, of which I'm certain. I've lived the life of school, I traveled and every highway, and more, much more than this, I did it my way. In Köln bringt er den Besuch. Hey Freund, wir wären so ob Passion, was ich verzeihe. Gehst du uns plötzlich fort, trägst in der Welt, verlässt die Hölle. Egal wo du bist, denk an die Heimat, an Kolonia. Sag stolz, wenn man dich fragt, ich bin von Köln. Denn eins ist gewiss und immer wahr, da wird es jedem Menschen klar, wo du auch bist, was du willst, dort wo du wohnst, dort wo du lebst, denk immer dran, wenn du es siehst, ich bin von Köln. I've loved and tried. I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing. Dann denk doch an der Dom, denk an der Hingatt, ist in Heimat. Sag stolz, wenn man dich fragt, ich bin von Köln. Denn eins ist gewiss und immer wahr, da wird es jedem Menschen klar, wo du auch bist, was du willst, dort wo du wohnst, dort wo du lebst, denk immer dran, wenn du es siehst, ich bin von Köln. In diesem Sinne, herzlichen Dank für die Einladung. Das war wunderschön bei euch. Wir freuen uns, wenn wir euch immer wieder sehen. Und wir sagen jetzt, für ich noch ein Songslös zum Schluss, weil ich bin von Herzen gesagt. Wir sind von Köln. Vielen Dank.
Ja, herzlich gerne. Also der Herz ist radikal fest. Die Karte, so. Liebe Andrea, wow, ich habe wieder wie Heckblumen gebunden. Ehrlich, das ist eine wahre Freude, wenn ich der Gärtnerin sage, sie soll mir das so machen. Vielen, vielen Dank, liebe Andrea. Du kriegst, Moment, du kriegst ja noch was. Du kriegst ja noch ein Jeckgebüngel Weihnachtsherz. Auch das wird zu der Ich bin noch ein Ordenkind. So, und jetzt kriegt der Olli von der Angela eins und der Uwe von mir. Ruppelzchen, würde ich sagen. Uwe, nein, komm. Nein. Komm. Meine Damen und Herren, ich will hoffen, Ihnen hat es etwas gefallen. Das sind wirklich, ich würde sagen, Freunde, die wir in Köln immer wieder treffen, die spontan gesagt haben, da sind wir dabei. Und es war toll mit euch. Wunderschön. Der Deutsche Landgeweih. Sie wollen wieder vorne rausgehen, wir sehen uns aber dann noch hinten. Ne? Okay. Und tschüss, riesiger Applaus für Deutsche Landgeweih. Hier hat einer seine Mütze liegen gelassen, die Trage will nach hinten. Ups, die Trage. Und so haben Sie jetzt den Weg zur Suppe geschafft mit dem Deutschen Landgeweih. Wenn jetzt alles so läuft, wie es laufen soll, müsste jetzt jeden Moment die Suppe. Sie kommt, meine Damen und Herren, die Zupfkünd. Ich wünsche Ihnen guten Appetit. Wir sehen uns nachher wieder.